Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lükscher zu uns und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Neulich habe ich irgendwo im Netz gelesen, dass der neue Fastelovenslieder Hüg für allem dann jod ankomme, wann der Lück auch wenn sie ähnliche Süffelt haben, der Refrain noch mitsingen könnte. Also da tue ich aber heftig protestieren. Wenn man sich die Texte zwischen den Refrains anhört oder anhört, sieht man doch, dass zu einem Jodenlied noch jetzt mehr gehört. Manchmal ist es ja noch richtig schön Kölsch. Und Hüg hört man die kölsche Sprache so wenig auf der Straße und die jungen Leute haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, das vom Hören zu lernen. Da ist es richtig gut, dass die Lieder dafür helfen können. Ja, das ist wohl wahr. Man muss übrigens nur die Öhrchen spitzen, wenn der Refrain vorbei ist und die Hauptlied anfängt. Also, dass man beim Refrain schön mitsingen konnte und dabei schunkele, das war ja auch als früher so, wie das mit den Fastelovenslieder überhaupt abgekommen ist. Der Willi Ostermann oder der Ostermannswill, wie der Karl bei Böhr so schön gesungen hat, war der Erste, der so jetzt geschrieben hat. Sag uns, Hermann, hast du der Will ähnlich gekannt? Also der Will Ostermann kenne ich Hück noch. Nee, ich mein als Panz. Ja, das. Ich bin mit dem in der Kinderjahre gegangen. Der Will ist 1876 geboren und 1936 gestorben. Also das mit dem Kinderjahre ist dummer Verzell. Aber es könnte doch sein, dass du der als Kind live gesehen hättest. Nee, leider nicht. Aber solange ich denken kann, werden die Lieder gesungen. Vor allen Dingen auch von meinem Vater und meiner Mama. Das habe ich dann fast laufend immer wieder gehört. Da haben wir noch am Jürgenswall gewohnt und ich war in meinem Kinderbettchen, im Taljebettchen, das war also für 1936. Und dann kam halt wieder so eine Zug vorher dran, mieten sie eine Quetschebügel und dann 3, 4 oder 6 Lücken drin und haben dann am Ostermann singen Liedchen gesungen. Es wäre ja interessant gewesen, den als junge Fetz kennenzulernen. Ich meine, wo der Will eine junge Fetz war, der hätte ja auch erst früh kreativ angefangen aufzutreten, mit seinem Puppentheater für ein Beispiel. Puppentheater? Ja, der hätte sich selbst gefummelt, so Stockpuppe, wie im Hennesje, hätte die dann auch bemalt und das kleine Theater selbst gebaut und dann kleine Stückchen geschrieben und die auch selbst abgeführt. War der eine dolle Kölsche Jung? Nee. Wieso nee? Ja, also Kölsche Jung, stell dir das vor, im Alter von, lass mich rechnen, ja, von 12 Jahren, da esse ich Kölsch geworden. Also kann man das ich werden? Ist man das nicht direkt? Also das wurden damals ganz viele Leute auf einen Schlag. Warum? Mülheim war ja bis 1888 selbstständig. Da war der Will, der Fuß, also gerade 12 Jahre, wurde Mülheim nach Köln eingemeindet, wie man so schön sagt. Mülheim war bis dahin eigenständig und war erst gut betont, wie man in Köln sagt, die hatten jetzt an der Füße. Und so hat Köln ein gut Mariage gemacht mit der Eingemeindung. Und so ist aus dem Mülheimer Willi Ostermann später der Kölsche Willi Ostermann geworden. Aber Kölsch hätte doch alt Luther geschwart, oder nicht? Nee, auch das nicht. Der Vater, der kam aus dem Sauerland, aus Plettenberg, und die Mutter, die kam aus dem Bergischen. Da wurde vermutlich Hochdeutsch mit Knubbele gesprochen, aber das waren keine Kölsche Knubbele.
Also hätte der Kölsch auch ich so auf der Straße gelehrt. Genau so ist es. Und ich würde sagen, das hätte Jod gelehrt. Wenn er mit anderen Kindern in der Schule war, wo er dann auch, wie er so schön gesagt hat, die Proletarier-Universität für allgemeine Volksbildung besorgt hat. Da hätte selbst geschrieben und hätte sich damit selbst auf die Schöpfe genommen. Und alles, was mit der Schule und seiner Berufsausbildung zu tun hat, das war ein bisschen problematisch. Er war dass der Sänger geworden ist, hätte er doch einen Beruf gelehrt, ne? Oh ja, hat noch 3 Jahre dieselbe Prüfung gemacht als Galvano-Plastiker und dann noch, dass die Walzen für die Zeitungen so ziselieren konnte. Also er hat richtig eine Geselleprüfung gemacht. Aber das hätte ihm überhaupt keinen Spaß gemacht. Dann war er doch bei der Musik richtig. Das kann man wohl sagen, und man merkt auch, wenn sein Biograf Hans Gropp, der Schenk, schrieb, dass er eigentlich ja nicht richtig singen konnte und dass er vor allem an der engagierten Art von seinem Vortrag der Erfolg hat, dass er so gut angekommen ist das nur die halbe Wahrheit. Gut, der Willi Ostermann konnte selbst keine Note schreiben oder konnte wohl auch nicht richtig Note lesen. Das ist ja krass. Ich meine, wie kann man sich das vorstellen? Ist er bei einer gegangen und hat das neue Liedchen für gesungen, was er im Kopf hat, und der hat das dann so mitgeschrieben? Ja, das auch, das kann man so sagen. Vor allem seine Schwager, der hat ja die Käthe Palm hier, den zweiten I. Die hat nicht lange gehalten. Und der Bruder von der Käthe Palm, das war der Emil Palm. Und der war Konzertmeister und der hat ihm viel Noten und auch Arrangements geschrieben. Der Emil Palm hat zum Beispiel selbst auch ein bekannt Lied geschrieben, Regentropfen, die an mein Fenster klopfen und so weiter. Was der eine oder andere vielleicht noch kennen könnte, wenn er noch so jung ist, wie ich jetzt im Moment 92 bin. Ich kenne das auch noch. Sagen Sie das, Cat und Hey, waren die glücklich miteinander und es ist nicht durchgebrannt? Nee, das Cat ist nicht durchgebrannt. Wie die ihr Silberhut sich gefeiert haben, für ein Beispiel, waren erst viele Leute unterwegs und haben für denen ihre Haustür gestanden für Zigarettenlehre. Aber das Lied, was dort abgegriffen ist, das war der Knaller im Fastenlehr 1907 schon. Da war er mit einem Schlag bekannt. Dem Schmidt singt Frau ist durchgebrannt. Tralalalalala. Wohin, das ist noch unbekannt. Tralalalalala. Sich gestern auf. Ja, das war ja auch ein Skandal. Über so hätte man ja damals überhaupt nicht sprechen. Und er will mit das einfach zum Thema und beschrieb dann auch noch, was die schingelig war. Noch gestern waren sie beieinander in schönster Harmonie. Ja, das konnte verhaftig. Das hätte erst Flöck gelehrt. So dass das Leben wird bei der einfachen Lüge war, das hatte das hatte in der Fingerspitze, der ich sage. Und dann hätte es in Lieder auch so geschrieben, dass man aus jedem eine kleine Sketch hätte machen können. So sagt Reinhard Louis nebenbei, unser große kölsche Brauchtumsexperte. Der hat auch gesagt, der will ein Luschhörnchen gewesen. Ja, die Idee mit dem kleinen Theaterstück haben die Blackfoes ja auch umgesetzt und sich in die Kostüme von damals geschmissen. Und das ist das weiß wie auch im Fernsehen gewesen, eine richtig gute Sendung. Man hätte es gesagt, aber da bin ich ja nicht der Meinung, so, es wäre kölsche Diener vor wann, obwohl es ist erst gelungen von der Blackfoes, muss man schon sagen.
Ja, das meine ich auch. Ist auch schön, sie haben ein paar Häppchen davon gemacht und man kann es im Internet auf YouTube belohnen und richtig genießen. Es dann das wir da, denk ins an, vor dem bloßen Jassen nach, denk ins bloße nach. Es kann sich keine Begleitung hätten. Ja, wer hätte das von der Tante gedacht? Was hätte damit auf sich? Wo blieb die Not, wo blieb die Not die ganze Nacht? Denkens an, eine Frau, die keine Begleitung hat, hört mit Ziegen in das Bett und dann der schlechte Nachruf ist es dann, man weiß, wie die dann noch nicht vorbei ihr Geld verdient. Und was war? Es war ganz simpel. Sie hat den Schlüssel von innen stechen lassen und kam nicht mehr in ihre Wohnung rein. Es war abends so kalt, keine Freunde mehr zu packen. Ist sie dann von Wirtschaft zu Wirtschaft, bis sie Zoo gemacht haben. Und wie die Zoo gemacht hatte, ist sie dann in der Wartesaal am Bahnhof, in der Wartesaal zweiter Klasse, ist verbürgt. Und hat dann den Morgen aufgewartet und hat dann irgendwie dann wieder eine zweite Schlüssel für ihre Wohnung kriegen. So einfach war es, aber der hat das schon in der Fingerspitze, wie die Lücke so klabaien. Ne? Oder auch in dem Liedchen, das stehen da muss einen Mann haben, was man auch auf dem Denkmal sieht. Oder hier in dem Lied. Wie das handelnden Has im Pott, miau, miau, miau. Und der Höfelmann, ihr Kapp im Pott, miau, miau, miau. Ja, der Wiener seinen Has im Pott, das war ja wirklich ein schönes Liedchen, vor allem weil direkt hinter drin gut miau, da weiß man halt, was passiert ist. Aber es waren ja eigentlich Ärmzige, weil die Lück nicht viel zu bieten hatte und dann haben sie so ein Katzjenstolle, ist ja eigentlich kriminell, und haben das dann als Has serviert. Und es ist ein bisschen bedrückt und ein bisschen romantisch, dass die mit ihrem Bräutigam um Dach gesessen hat. Und so ist es oft, dass das ein bisschen lustig ist, aber auch ein bisschen melancholisch beim Will. So war es auch mit dem Liedchen von dem Schmitze Biller. Jetzt hat das Schmitzen Biller, entpuppelt Dorfen Biller. Es hat den eigenen Hut, es will es seine Rot. Das hätte auch einen Hintergrund. Und zwar soll ein Prinz, sagen wir ja nicht, wo er herkommt, eine Fisternöl mit einem Kölscher Weg gehabt haben. Und er hat in Bonn studiert und wie er mit seinem Studium fertig war, hat ihm das Kölsche Weg leid getan, hier oder konnte er nicht, wo er unter seinem stand. Und hätte der aber so eine ordentliche Abfindung gejoffen, dass das Schmitze Billa in Poppelsdorf sich ein Villa kaufen konnte. Und davon hätte er dann auch sie Lied fabriziert. Ja, dann kommt der Erste Weltkrieg und der Will kein Fastelovenslied mehr bringen und damit auch kein Geld verdienen, weil ja im Krieg keine Fastelovend gefeiert wird. Ja, da war jetzt still rum. Ja, und da hätte er aber doch der Radius größer gemacht und hätte dann Leder gesungen, die sie all verstanden konnte und die haben sie so ja noch bis nach Amerika exportiert später. Ja, das war dann schon in den 20er Jahren, wo der dann auch richtig Geld verdient hat, wo er dann auch das Haus am Neumarkt kaufen konnte. Neumarkt 33. Das war ein einzelstehendes herrschaftliches Haus, was er da gekauft hat. Und ja, ein paar Wochen neidisch hat er ihm jetzt kaum genommen, aber dann hat er wieder sein Erfolgslieder und dann haben sie ihn wieder abhängig getragen. Einmal am Rhein und dann zu zweien alleine sein. Einmal am Rhein, mein Gläschen Wein beim Mond. Das ist jetzt, was sie all kennen. Das war ja richtig schön. Wie mir das Foto vom Will machen wollte, das heißt von seiner Figur, wo der schöne Mottoschall angetrocknet gekriegt hat, da haben wir 3 Frauen getroffen. Und wie im Film, ne, aus Paderborn sind die nach Köln gekommen, für Köln kennenzulernen.
Und wie wir gesagt haben, hey, das ist die Figur vom Ostermannswill, kennen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, dass man der ever kennt und dass der ganz viel Leder gemacht hat. Nee, haben wir noch nie geholt. Und der Mann direkt am Tisch nebenan hat das geholt und hat sie Handy rausgetrocknet und hat direkt gespielt, einmal am Rhein. Ach, den kennen wir. Und dann haben sie so ja auch ein Bild davon gemacht. Ja, auf die Art und Weise, also mit der Leder vom Ring, ist der Will auch reich oder jedenfalls wohlhabend geworden. Ne? Und ist auf der linke Sick getrocknet. Der Bürgermeister Wallraff hätte man sie einen Brief geschrieben. Und daher weiß man, dass der auf der Zülpischer Straße 290 auf der zweiten Etage gewohnt hat. Das Haus steht nicht mehr. Nee, das ist das Eckhus jetzt inzwischen, wo so viel Knies drum gejoven hat, ne? Nee, das Haus, wo der Will drin gewohnt hat, ist im Zweiten Weltkrieg kaputt gegangen. Das Haus, das Geisterhaus war, ist dann später gebaut worden. Das ist aber ein anderer Verzell. Und nach dem Ersten Weltkrieg ging es mit der Fastelovenslied schon wieder. Gute Rot, bei Pan, da ist Sippi verstoppt, es hat die Ärm voll Palm, die ganze Stub voll Qualm. Das kennen wir heute noch und kann das auch heute noch mitsingen. Da kommen ja auch die Familie Spahn drin für, also die Schwiegereltere. Ja, und der Ostermann war dann inzwischen auch berühmt. Für Beispiel 1928 haben sie eine Karnevalsware nur für den Willi Ostermann gebaut und gezeigt. Und da kommen auch die Lieder, was man heute auch noch kennen, wenn man vielleicht ist, wenn man so alt ist wie ich, Kölsche Mädchen können bützen. Von 1928. Ja, und 29 rutscht mir jetzt an ist. Das war auch wieder so eine Situation im Alltag, wo man auch nicht gesagt hat, das ist wert, dass man darüber ein Liedchen macht, wo der Mann und die Frau sich tags über Jod verstanden und am Abend oder in der Nacht ist er am Lamentieren, dass er nicht genug Platz im Bett hat. Ja. Aber das Lied war das bekannteste aus der Zeit, wo von 1930, was war das früher schön, doch in Kolonia. Och, was war das früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz mit Nies nom alle Kober ging. Da tät er sich beschwere, dass der fremde Kram zu bedure ist. Und da kriegt man doch direkt Angst, dass der fremdenfeindliche gewesen ist. Aber das ging nicht jede fremde Lück und jede fremde Gewände, das war einfach jede fremde Musik. Die war auf Englisch und so eine alle Kölsche hätte einfach keine Zugang zu gefunden. Was auch schön war, ist das Liedchen von 1931. Was will die Mösch? Ja, das ist wohl auch passiert, ne? Was will die Mösch in der Küche? Die Mösch, die Mösch, die Mösch, bei uns in der Küche und setzt sich mitten auf den Tisch. Die Mösch, die Mösch, die Mösch. Ja, das war der Knaller 1931, wie schon gesagt. Aber das Größte, was sie lädt, war schon Heimweh nach Köln. Was er als letztes Lied geschrieben hat. Wie das gestorben ist, praktisch um Sterbebett. Ja, viel zu früh, gerade 60 Jahre alt. So ist es ihm erspart geblieben, sich für oder gegen die Nazis in Position zu bringen. Wer weiß, wann die Nazis ob der Lim gegangen wär, ob sie dann all die schöne Lieder noch spielen täte. Ja, das war 1936, wie schon erwähnt. Esther Will nach einem Konzert in Bad Neuenahr zusammengebrochen. Nach der Vorstellung, ja. Sie haben ihn nach der Lindenburg gebracht und da ist er dann am 6. August eingeschlafen. Ja, man erzählt Folgendes. Wie er wusste, es ist jetzt wirklich am Ende, hätte der Arzt noch gefragt,
hat er nicht ein Glas Sekt für mich, um der fürsichtig hätte ihm ein halb Glas Sekt gegeben, Champagner, als war das wohl. Und hätte der Fuß, der Willi Ostermann, sich das Glas belohnt, sagt für den Arzt, meint er nicht, das wäre ein bisschen wenig für so eine Wiege weg, hätte ausgetrunken, das Glas an der Wand geschmissen und ist einfach eingeschlafen. Boah, was das Leben so für Geschichte bringen date. Also, wenn das in einem Film vorkommen date ich doch sagen, das haben sie arg schön erfunden. Lässt uns doch der Text von dem Lied ins für. In Kölle am Ring bin ich geboren. Ich han, und dat litt mir im Sinn, mein Muttersprach noch nicht verloren. Dat is jetzt, wo ich stolz drauf bin. Und der herjert mich ins Rufe. Dem Petrus sage nicht als dann, ich kann nicht ruhig dir erzählen, dat Sehnsucht ich noch Kölle han. Und dann kommt der Refrain, wann ich so an mein Heimat denke und in der Dom so für mir stand, möchte ich direkt ob Heim anschwenken, ich möchte zu Fuß nach Kölle gehen. Und dann die letzte Strophe, die auch mit dem Hülp vom Thomas Lissem entstanden ist. Und loren ich am Himmelsbötchen der eins he ob mein Vater statt, will still ich noch der Bove sage, wie ähnlich dich mit Kölle hat. Kein Wunder, dat he so viel kölschete Träne in de Ohren han. Und kein Wunder, dat man so viel an der Will denke deit. Da jede Doppels am Ostermannsplätzje in der Altstadt mit Fiore aus Leder. Da jede die Ostermann-Gesellschaft von 1967, wo man arg schön Fastelovend feiern kann. Da jede den Strauß mit singen Name. Da jede die Figur am Ratston, am Rathausturm und de Kopie davon Heimat für der Dürf vom Jilden im Zims. Da jüdet auch et Klimpermensche, der Thomas Küpper, der dem Wilsing Leder so schön singe deit. Und uns all die Marien mitsinge und schunkele. Hüg sind wir im Fastelovend und da machen wir keine Sprachkurs. Dort schön feiern und hat viel Spaß und Freude dabei. Und sind froh, dass dort Hüg noch so schön ist in Kolonia. Tschüss. Ich möchte so groß nach Köln.